Prost, najoa, ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Resident Evil 7 End of Zoe auf Pelzig hier am 1.1. im neue Jahr. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, ihr habt das schöne Silvester gehabt und seid gut ins neue Jahr reingerutscht. Und meine WLAN-Netzwerkverbindung wurde gerade hier unterbrochen. Herzlichen Glückwunsch. Aber das brauchen wir ja nicht. Wir sind ja hier nicht. Hallo Schimmler. Mein erster Gegner im neue Jahr, den ich hier totschlag. Hat auch irgendwie was, finde ich. Und der Finisher gleich. Perfekt, oder? So, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Boxerpupp und Ascht gibt's auch noch. Und dass ihr einfach eine Shenny-Zeit gehabt habt. So, machen wir noch ein Bömpchen. Ach ja, ach ja. Schön war's, schön war's. Und ach, im neuen Jahr sollten wir doch wieder viel Spaß miteinander haben, was gemeinsame Spiele angeht. Es kommen auch 2018 wieder so viele tolle Spiele raus. Und ich denke, wir haben auf jeden Fall viel Spaß miteinander. So. Und. Okay. Huch, wo kommst denn du her? Ach, der Rosettenkasper ist das wieder. Und. Okay, habe ich in die Rosette abgetreten? Abgeboxt? Ich denke schon, ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich freue mich vor allem schon auf Days Gone. Das wird geil. Das wird so, ich würde schon fast sagen, das wird schon so, fast schon wie The Last of Us wäre. Das wird ziemlich geil. Und, das Remake von Final Fantasy VII freue ich mich natürlich auch extrem. Und für alles Weitere müssen wir mal gucken, was kommt. Vor allem ist mein Vorsatz hier fürs neue Jahr, Let's Play technisch gesehen, dass ich die 200 Abonnenten schaffe. Das wäre sehr geil. Noch eine Boxerpuppe. Das wäre sowas, was ich persönlich fürs Let's Play mir gestellt habe. Schafft 200 Abonnenten hier in dem Jahr. Verlassene Kirche hieß das Gebiet jetzt. Okay. Noch eine Boxerpuppe. Und hier drunter ist noch ein 100-Füßler. Njam, njam, njam. So. Was sind dann so euer Vorsätze fürs neue Jahr? Das würde mich auch mal interessieren. Weil ich persönlich im privaten Bereich sammle ich nie oder mache ich mir nie Vorsätze fürs neue Jahr. Von wegen höre ich auf mit dem Rare, nehme ich ein bisschen was ab und so. Sowas mache ich nie, so einen Scheiß. Das mache ich erst, wenn wirklich Not am Mann ist, sage ich jetzt mal. Oder wenn ich für mich einfach entscheide, ich will abnehmen oder ich will jetzt aufhören mit dem Rare, falls ich das jemals wollen sollte. Dann würde ich das für mich entscheiden und nicht nur, weil neues Jahr ist. Das ist scheiße. Deswegen Vorsätze fürs neue Jahr finde ich kacke, weil die bricht man. Und wenn man die Vorsätze bricht, ist es umso einfacher, dass man sich selber belügt und sich selber was vormacht. Das finde ich scheiße. Okay, jetzt landen wir hier auf dem Friedhof in der alte verlassene Kirche. Und die scheinen hier noch entweder Grabstellen noch in petto gehabt zu haben, die man hier verkauft. Oder es sind Leute, deren Namen schon verblasst sind. Und ja, ich achte auf sowas. Gerade als Archäologe achte ich auf alles, was im Grabbereich so abgeht. Erste-Hilfe-Medizin haben wir hier. Es ist aber echt so, ohne Scheiß, durch die Archäologie, durch den Beruf, den ich ausübe, ist es halt wirklich so, dass man gerade auch bei so Sache im Grabbereich und so 2-3 Mal hinguckt. Und du vielleicht mit gewisser Art von Beruf oder gewisser Art von beruflichem Blick an die Sache dran geht. Fatbuck, nicht schlecht. Okay. Gut, ihr braucht alle mal Besuch beim Dr. Faust. Mistkerl. Ups, da ist ja noch so einer. Ich glaube, da habe ich eine bessere Behandlungsmöglichkeit für euch alle. Okay, das ist noch Unna. Okay. Okay. Oh, jetzt teilt der sich, der Blödi. Okay, Moment, die muss ich auf den Boden lecken. Okay.
Machen wir doch glatt. Komm her, Speckmann. Sehr schön. Und? Rums. Und? Lebt er noch? Fat Man down. Fat Man down. Sehr schön. Okay. Okay, den hat er jetzt einfach nur Fat Bug genannt. Fetter Käfer. Okay. Zack, 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 zack. Sehr schön, mit der Kombi geht es wesentlich schneller. Ja, dann gehen wir nochmal in die Kirche. Gehen wir mal ein bisschen beten. Das klingt irgendwie so noch Kirche-Showdown für mich. Ich glaube, das ist jetzt so das ziemlich Letzte, was kommt. Ja, natürlich. Da liegt sie auch, die Zoe. Ja, die Buntglasfenster sind jetzt auch nicht gerade so. Die Shenshis sehen aus wie mit Kreide aufgemalt. Okay. Okay, der ist natürlich, ach, religiös. Alles klar, war ja irgendwie zu erwarten. Ih, was sind sie denn dort gebastelt? Sieht aus wie Kühe. Oder Pferde oder was? Ja. Das ist immer eine äußerst heilige Szenerie hier. Mit einem gewissen Abstand dazu sieht es noch ekliger aus. Och nee, so ein Vieh. Huch. Ach Gott. Und. Huch. Da ist ein Mensch drunter. Wie Jack? Alter? Ah, der hat mich gerade in den Sarg geschmissen hier. Alter? Okay. Scheint mir so, als hätte sich Jack wieder irgendwie regeneriert, oder was? Was ist dann da los gewesen? Hat aber ein paar eklige Schrumpelhände. Ja. Ich glaube, Jackie Boy hat tierische Probleme. Aus dem Sarg scheint da kommen zu sein. Es sind wohl noch ein paar mehr Särge gewesen. Ach die Scheiße. Reizend hier. Mehrere Boote. Umbrella Corporation. Ja, von der Neuer. Herzlichen Glückwunsch. Sieht wohl doch nicht so aus, als hätte ich hier schon mal Finale gehabt. Okay, also Baker House Basis. Die scheinen da wohl auch noch eine Basis gebaut zu haben. Okay. Gut, wo sind wir dann jetzt? Immer noch bei verlassenen Kirche oder? Sumpf einfach wieder. Okay. Na gut, dann wieder ab zum Baker House, ne? Dann würde ich sagen, es endet dort, wo es angefangen hat. Im Baker House bei Dalvey, Louisiana. Und da scheint wohl auch eine Kirche in der Nähe gewesen zu sein. Moto. Schimmler. Habe ich ja noch nie gesehen. Hässliche Gewitterputzer. Na? Komm ich mal los, du kotze Typ.
Okay, wischt was. Ja, wischt was. Wischt was ist gut. Ich habe leider keine Speere mehr. So, Endwashing habe ich eingeschlagen, glaube ich. Noch ein Washing eingeschlagen. Noch einer, wenn ich ja. Und noch so ein Kotzer, der alle ist. Und so wird ein Schuh draus. Na toll, ich habe nichts außer das Heilmittel. Gut. Das heißt, ich habe auch keine Suppe, um mich zu heilen. Na, spitzenmäßig. Ah, da habe ich Suppe. Okay. So, ein bisschen Chemikalie drauf gekippt, dann läuft das auch wieder. Da scheint es wieder weiter zu gehen, glaube ich. Oder? Weil da über den Schampel kann ich nicht steigen, oder? Ah doch, da kann ich nicht steigen. Nee. Mit bloßen Händen lässt sie sich nicht zerstören. Okay, das sieht aber so aus, als ging es da... Aber ich finde, dafür, dass das von Umbrella gebaut ist, sieht das ziemlich schäbig aus. Okay, das hier ist ordentlich gebaut. Aber das sieht wohl so aus, als wären wir jetzt hier wieder beim alten Sumpfhaus, ne? Sieht ganz so aus. Als wären wir bei der alten Plantage wieder. Und Jack scheint wohl mit Zoe wieder zum Haus zurückgekehrt zu sein. Ah ja, da ist noch was. Advanced. Fancy Tools. Tools, weil du was sagen, Tools. Left. Ach Gott, wie geil. Kräftiger linker Schlag. Advanced Multiple Purpose Gauntlet. AMG. Das ist ja mal ein geiles Ding. Geil. Das ist immer nur Spielzeug. Und das habe ich mir schon gedacht. Ja, das habe ich schon. Okay, das ist ein normaler. Oh Gott. Okay. Ja, kommt da noch mehr von hin, oder was? Nee. Oh. Ja, das Ding wäre natürlich geil gewesen von Anfang an, ne? Okay. Die zwei sind jetzt auch schon wieder kaputt. Aber jetzt. Gewitter erleidet. Da steckt Power dahinter. Wie als hätte ich vorher Chili gestern in der Fahre gelost. Da steckt genauso viel Power dahinter. Old Jack vor allem. Vorher war es noch der Jackie Boy und jetzt ist der Old Jack. Okay. Ja, das sieht aus, als wäre es... Ja, genau, das ist das Sumpfhaus wieder, das Alter. Ja, das ist auch das, wo Evelyn, wo Ethan war. Oh Gott. Zoe Baker, 4. Klasse. Mit Jack, Margaret, Lucas und ihr. Wie auch immer das jetzt hierher komme ist. Wissen wohl die Leute von Umbrella hier hingestellt haben. Die werden wohl ein bisschen aufgerahmt haben. Alle hopp. Dann speichern wir hier nochmal. Und das Gebiet hier ist jetzt einfach nur altes Haus wieder. Ja. Wir sind wieder auf dem ursprünglichen Plantagegrundstück von den Bakers. Auf dem ursprünglichen Land, was ihnen gehört hat. Und sind somit wieder auf bekanntem Gebiet. Da müssten wir rüber zum neuen Haus. Ja, das war hier, wo Ethan durch ist. Deswegen sitzt auch hier die Spinne noch.
klar, dass wir hier auf jeden Fall nochmal Gegenstände finden. Schade. Schade, schade. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt noch so ein Easter Egg. Feldbett hat hier noch jemand aufgestellt. Den können wir nicht mehr aufmachen. Ja, die Bilder haben sich hier nicht geändert. Bis auf das da oben, glaube ich. Das könnte neu sein. Auf jeden Fall die Frau mit dem Sack über dem Kopf, weiß ich noch. Dass das als Bild hier hing. Ja, ja. So. Die kriegen wir mittlerweile recht easy, denke ich. Du ist mittlerweile zugegittert. Gott, für die reicht's. Gut. Das geht ja mittlerweile ziemlich fix jetzt hier. Es steht eh, Sarah, wenn die Episode heute ein bisschen länger ausgeht. Das mutet für mich noch kurz vor Ende vom Spiel grad. Und ich denke, da mache ich heute lieber ein bisschen länger und mache das Spiel dafür dann fertig. Und du kriegst auch noch einer mit. So. Gut. Ja, das sind jetzt die Wege, die wir schon kennen. Hierhin wurde leider auch schon vergittert. Und die ganze Wefzenester wurden auch einfach so gelost, wie sie sind anscheinend. Okay. Okay. Ah, so ein Fettsack wieder. Oh, der ist schon kaputt. Der platzt da gleich. Ja. Das hat anscheinend richtig Saft dahinter, das Ding. Das AMG. Ah. Damit ich noch ein bisschen mehr Saft dahinter habe. Warum 5% mehr Angriffskraft? Nicht verkehrt. Okay. Können wir hier nicht runter? Da geht's aber auch nicht lang. Und diese heroische Musik dazu. Ah, nee, hier muss ich lang. Okay. So, die ganze hässliche Boppe von der Schwägerin. Ich freue mich, ob er das alles schon kennt. Oder ob der jetzt denkt, ach du Scheiße, was ist denn hier abgegangen? Boxer Bob. Ich kann nicht damit leben, wenn so gerade die Artzahl an Angriffskraftprozentsteigerung wäre. Der ist tot. Also Umbrella hat es irgendwie immer noch nicht im Griff. Ach, nachdem er das hier erforscht hat. Ja. Okay, da haben sie lauter Zelte aufgeschlagen vom Baker House. Ist der Wohnwache auch fort? Ach, du kommst jetzt nur über so Schleuse noch rein oder was ins Haus? Anscheinend, ja. Nur über so Kontaminationsschleuse. Ja, der Wohnwache. Den haben sie auch nochmal unter Quarantäne gestellt, wie es aussieht. Und sieht aus, als hätte Jack hier auch nochmal ordentlich gewütet. Ja, da geht es nur noch so ins Haus rein, über die Schleuse. Da ist auch noch was. In der Wohnwache kommen wir erst schon gar nicht mehr rein. Verlorenes Inventar wurde in die Inventarbox gelegt. Das finde ich natürlich geil. Erste-Hilfe-Arznei nehmen wir liebend gern. Chemikalien nehmen wir auch gern. Ein Flusskrebs tut sich schon an dem hier gütlich. Da haben wir noch was zum Lesen. Aber wenn ich jetzt nochmal neue Episode starte, wäre eigentlich Quatsch, finde ich. Deswegen, wir haben die Gewebeproben analysiert, von denen wir annehmen, dass sie von Jack Baker stammen. Die Zellen zeigen eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen physische und chemische Schäden. Das E-Serie Mutamycet sondert eine Telomerase-ähnliches Enzym
durch die Zellwand ab, wodurch eine anormale Aktivierung des ERK-Wegs ausgelöst wird, die eine Zellspaltung erzwingt und so beschädigtes Gewebe regeneriert. Jedoch führt die wiederholte Zellteilung rasch zu einer Auflösung der interzellularen Struktur, was zu dem verschlammenden, schlackeähnlichen Effekt führt, den wir in den gesammelten Proben beobachten konnten. Unsere Arbeitshypothese schreibt dies einem Erreichen der Hayflick-Grenze zu. Man beachte auch, dass die Proben von anderen Familienmitgliedern, die Ehefrau Margaret, der Sohn Lucas und die Tochter Zoe, nicht dieselben extrem regenerativen Eigenschaften aufweisen. Die Symptome unterscheiden sich womöglich von Person zu Person. Weitere Forschung ist vonnöten. Okay, also Jack ist derjenige, der am besten regeneriert. Aber ach, das hat seine Grenze. Produktbezeichnung AMG-78, das ist das Ding, was ich habe. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Transport von schwerem Gerät und Vorräten zu erleichtern. Wenn angelegt, erfasst es die Nervenimpulse des Trägers und synchronisiert diese mit einem Servomotor, der eine maximale Leistung von mehr als 50 Pferdestärken erlaubt. Modernste Schockabsorber reduzieren den vom Träger gefühlten Rückstoß auf 0. Technische Spezifikation: maximale Leistung 78 AP, 6000 RPM, maximales Drehmoment 155 Newtonmeter, 4500 RPM, Gewicht der Einheit 5,5 Kilogramm. So. Aber erstmal stinknormales Wasser trinke, bevor ich mich hier dem Kampf stelle. Das war wohl hier eine Kommandozentrale oder sowas. Okay. Das heißt jetzt hier Hof einfach nur. Okay. Dann holen wir mal raus. Die Boxerpuppe hätte ich schon ganz gern, genauso wie die Champions-Puppe. Da sind wir jetzt bei 4x5. Sind wir bei 20% und 30, bei 10% und dazu sind wir insgesamt bei 30%. Das ist nicht verkehrt. Ja, ein bisschen Getier können wir auch noch rausholen. Wobei das Dreier-Getier können wir wieder raus. Dann passt das. Getier brauchen wir jetzt nicht viel. Ja, zum Wohnwache kommen wir leider nicht. Das ist etwas schade. Aber dann gehen wir jetzt mal rein. In die gute Stube. Ja, die 3 Hunde der... Ja, die metallene Hunde haben sie anscheinend rausgenommen. Okay, da ist aber auch ordentlich was passiert hier im Bakers Haus. Erste-Hilfe-Arznei nämlich. Da haben sie auch schon Computer eingerichtet. Wahrscheinlich die modernste, die sie hier gehabt haben. Ja, okay, die vom Lukas waren vielleicht noch okay. Aber ansonsten wirklich modern war das nicht. Da haben sie einen Arbeitsbereich einfach gemacht. Und ja, das ist aber schwierig von noch oben zu kommen, finde ich. Da ist noch eine Arznei. Und da komme ich nämlich in den Frühstücksbereich, wo ich mein gutes Essen eingenommen habe. Okay. Zoe. So, mein Liebi. Zoe! Zoe, wake up, wake up! Alter, wo kam denn der her? Hallo? Schmeißt deine Tochter nicht so rum, Jakob? So. Ups. Noch einmal. Und? Ja, das war richtig Bashing. Und. Okay. Jetzt sind wir der Wrestling. Wie kannst du denn auf die Fresse drauf? Und. Ups. Ups, das war nicht so gut. Nochmal. Und. Noch einmal. Das waren 2 Ochse, die jetzt aufeinander geprallt sind. Ah, das mal war eher schneller. Ein bisschen heiler. Ups, jetzt bin ich eben gepeitscht worden.
Na egal, komm. Jetzt krieg ich noch ein bisschen Speer reingerammt. So ein ekelhafter Wurfspeer in die Fresse. Beckers Jakob. Upsi. Nein, nicht so gut. Den Speer hätte ich ganz gern wieder. Beckers Jakob, den hätte ich gern wieder. Na, scheiße. Den sehe ich wohl nie wieder. Naja. Mist. Springt er nicht rum. So, noch einmal. Und Mist. Hey. Du dummer Hund. Den Endewurfspeer hole ich mir jetzt auch noch. Aua. Kriegt doch weh. Okay, ich sollte mich vielleicht nochmal heilen. Okay. Der sieht jetzt aber auch gut aus mit den 1000 Speere drin. Jetzt aber. Ii. Ah, na. Okay. Hui. Gut, ich glaube, das war's jetzt. Ach, irgendwie. Ich denke, das könnte er nicht mehr so gut überlebt, aber... Scheiße. Okay, komm. So, jetzt du hier. Sorry, hang in there. You gotta be all right now. Zoe? Zoe! Wake up, Zoe! Joe, what happened? Are you okay? I'm fine, don't you worry about me. It's all over now. Go, 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 go! Don't move! Get your hands up! Get down! Weapons down! Ah, Chris wieder. Weapons down! It's all right. You must be Zoe Baker. Who the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. We're here to help. You're gonna be just fine. I was trapped with those monsters for 3 years. All of them trying to kill me. I can't believe it's finally over. You gotta know. Deep down somewhere, they were still your family. And they loved you. Especially your daddy. Even in his final days. We found her. She's a tough kid. Yeah, of course. Hang on. Someone wants to speak to you. Zoe. Zoe, are you there? It's you. Ach, I don't believe it. You das actually made it. ist We Ethan. both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help, and I always keep my promises. Thank you, Ethan. Okay, das war's dann wohl. Ging ja relativ fix. Ging recht schnell zu Ende, das Ganze. Schade, dass das jetzt auch nur so kurzlebig war. Sogar noch kurzlebiger als Not a Hero. Schwierigkeitsgrad einfach. Neuversuche 0. Speichervorgänge 14. Schläge ausgeteilt 605. Schleichangriffe 2. So bin ich halt. Heilobjekte verwendet 13. Boxerpuppen gesammelt 10. Und 4 Champions-Puppen. Neue Boni freigeschaltet. Schwierigkeitsgrad Joe muss sterben. Hinweis wird als Schwierigkeitsgrad in Zoes Ende hinzugefügt. Waffe M21 Flinte. Okay, gibt's bei End of Zoe jetzt auch. Trophäe erhalten in Kupfer. Versprochen ist versprochen. Ja, das war End of Zoe, ihr liebe Leid. Mein persönliches Fazit.
Ich habe mir mehr erwartet. Ganz im Ernst, für 50 € habe ich mir erheblich mehr erwartet. Ich muss sagen, wenn man die Geschichte bis ganz zum Ende durchmacht, wenn man halt sehen will, was mit Zoe passiert, wenn man ein absoluter eingefleischter Fan von Resident Evil und speziell von Resident Evil 7 ist, dann lohnt sich das. Wenn man auch über das Gold- oder Premium-Paket verfügt, lohnt sich auch, wenn man es sozusagen umsonst mit dabei hat. Aber sich so separat zu kaufen, naja. Mich persönlich hat es jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Es war ganz nett, hier einfach mal mit der Fäuste zu kämpfen. Aber es war doch von der Textur her auch eher so was man auch schon aus dem Hauptspiel kennt. Was man irgendwie neu miteinander verbacken hat. Dann die Alligatoren, ja, waren eher nervig als cool. Und Joe Baker, der war jetzt auch eher so etwas haut drauf mäßigere, noch menschliche Version. Den Charakter haben sie sich jetzt so ein bisschen aus dem Hut gezaubert. Mal ehrliche Meinung, hätte man auch sein lassen können, das Ganze. Es war jetzt nicht notwendig, jetzt war jetzt kein so besonders tolles DLC. Man hätte auch darauf verzichten können, meiner Meinung nach. Aber ansonsten, in gewohnter Resident Evil 7 Manier, war ganz unterhaltsam, war ganz gut. Also schlecht war es keinesfalls. Ich finde einfach nur, man hätte es einfach nicht machen müssen. Es war schon etwas unnötig. Man merkt, wie so allmählich die Kommerzkuh gerade gemolken wird bei dem Spiel, weil das Hauptspiel recht gut kam. Capcom, keine Geldmacherei mehr machen. Bleiben euch treu und machen das so gut wie im Hauptspiel und macht nicht Millionen DLCs für zig €, nur damit die Leute hier irgendwie noch dranbleiben. Das habt ihr gar nicht nötig. Die Qualität vom Hauptspiel war dermaßen gut, dass oder 2 vielleicht gescheite DLCs im Nachhinein und nicht verbotenes Filmmaterial 1 und 2 mit jeweils 2 oder 3 spielbare Inhalte. Not a Hero, End of Zoe. Alles nicht nötig. Dann doch lieber wie bei The Last of Us, richtig gutes und dafür auch sehr langes DLC reinmachen. Und dann sind die Fans auch zufrieden. Das wäre so mein persönliches Fazit. Weniger DLCs, aber dafür mit Qualität. Zumindest meine Meinung. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Und ich muss sagen, das ist schon eine ziemlich harte Kritik, die ich jetzt gleich im neuen Jahr ausdehle. Aber wenn es so ist, dann ist es halt leider so. Ich finde, ich bin eigentlich noch recht gönnerhaft, was meine Kritik angeht, so im Vergleich zu anderen Let's Player, die gleich ziemlich wettern. Aber ja, ich habe mal etwas zu sagen, was nicht allzu positiv ausfällt. Insofern ist es so meine Meinung, meine Kritik zu dem Ganzen. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr mich, oder wenn ihr das genauso seht wie ich, dann schreibt es doch gerade in die Kommentare. Wird mich freuen, mal ein bisschen drüber zu diskutieren. Ansonsten wünsche ich euch noch alle wunderschönes Neujahr. Genießt das Neujahr. Und ich hoffe, ihr habt nicht allzu starke Kater, damit ihr nicht so sehr regenerieren müsst. Wir sehen uns ansonsten zum nächsten Horror-Let's Play, wann es halt passt, wenn mal was Gutes wieder rauskommt. Und ansonsten sehen wir uns so um meine anderen Let's Plays bei Chrono Trigger, bei Gothic und bei, was habe ich noch laufen? Bioshock, genau. Dazu sehen wir uns auf jeden Fall auch nochmal. Also machen's gut und bis zum nächsten Mal dann, ihr liebe Leute. Ayan Yankee.